Hell or High Water erzählt die Geschichte von zwei Brüdern einerseits, die in Texas leben und es geht ihnen relativ scheiße. Der eine von beiden ist gerade frisch zum Knast rausgekommen und der heckt auch schon wieder einen neuen Plan aus, um irgendwie an Geld zu kommen. Und aus dem Grund fangen sie dann auch an, gewisse Banken überfallen mit noch ein paar Gedanken im Hinterkopf. Auf der anderen Seite versucht ein Polizist zusammen mit seinem Partner die Bankraub aufzuklären und herauszufinden, wer die begeht, und ist den zwei Brüdern immer so ein bisschen auf den Fersen. Ich habe Hell or High Water ganz einen guten Film gefunden eigentlich. Er ist ziemlich ordentlich. Was ich aber extrem wichtig finde zum Wissen, ist, dass der Film definitiv wesentlich mehr ein Drama ist als ein Actionfilm oder ein Thriller. Bei mir hat der Film aber mit unterschiedlichen Aspekten punkten. Und zwar einerseits ist er extrem cool eingefangen. Die ganze Stimmung, da das Redneck-Leben so ein bisschen in Texas ist mega gut eingefangen. Du kannst die brennende Sonne wirklich spüren. So. Obwohl keine einzige Szene in Texas gefilmt worden ist, die sind alle noch jemand anders gefilmt. Trotzdem fühlt es sich an wie halt die Südstaaten in den USA. Und rein vom Look her ist der Film extrem ansprechend. Dann die Darsteller sind auch wirklich mega gut. Der Chris Pine spielt einmal nicht so einen Schönling in dem Sinn oder irgendeinen coolen Actionheld, sondern so einen verruchten Texas-Kleinkriminellen in dem Sinn. Er ist so ein bisschen der Bedachter von beiden Brüdern und findet so ein bisschen, sollen wir das machen oder nicht? Das macht der Chris Pine mega gut. Der andere Bruder ist gespielt von Ben Foster und er ist so ein bisschen der Kompromissloser, so ein bisschen der Draufgänger, so ein bisschen einfach mal reinschlagen Brüder, und er macht das auch mega gut, er hat mir auch gut gefallen. Und das Spannende ist, dass die zwei Figuren extrem gut miteinander funktionieren. Sie necken sich und zünden sich so ein bisschen an wie Brüder, sie reden miteinander wie Brüder, sie reden miteinander über die Vergangenheit wie Brüder, und dass die zwei verwandt sind miteinander, abgesehen vom Aussehen, habe ich das denen absolut abgekauft. Mein Favorit, ganz ohne Frage, ist Jeff Bridges seine Rolle von dem Polizist, der die zwei Brüder so ein bisschen jagen muss und denen immer so ein bisschen auf dem Fersen ist und so. Und er ist einfach wie geschaffen für die Rolle. Es sieht so einfach aus bei ihm, aber da sieht man wieder, was für ein verdammter Profi der Mann einfach ist. Er ist so grossartig in dieser Rolle. Seine Dialogszenen sind teilweise zum Futschlachen, was der für Zeug rauslässt. Man weiss nie so, ob er jetzt, also er macht sich immer so ein bisschen lustig über seinen Partner und man weiss nicht, ist er jetzt so ein bisschen rassistisch oder meint er es ernst oder meint er es nicht so ernst, aber die Komik, die er überbringt, ist so gut. Aber auch seine ernsten Szenen, wo er emotional muss sein, spielt der Jeff Bridges einfach auch gut. Auch cool ist die Musik, wo von den beiden Komponisten, Nick Cave und Warren Ellis ist. Und auch ihre Musik passt extrem gut. Sowohl die Songs, die sich so ein bisschen im Vordergrund befinden, quasi vom Film, und auch die sanften Klänge im Hintergrund sind mega, mega gut. Und was mich positiv überrascht hat schlussendlich, ist der ganze Umgang mit den Gewaltdarstellungen. Es ist sehr, sehr ein ruhiger Film. Er geht 2 Stunden und es ist ruhig. Es passiert wenig Action in dem Sinn, aber wenn es dann eben mal passiert, dann freust du dich quasi so, es passiert etwas, voll aufregend und so. Und auch wie mit der Gewalt umgegangen wird. Es ist nicht einfach so, komm, Kopfschuss, pam, alles kaputt und so, sondern wenn es passiert, dann ist es extrem effektiv, und das habe ich mega cooles Stilmittel gefunden in dem Film. Ich habe jetzt viel Lob für den Film gebracht, aber ich muss sagen, ich habe mich nicht wirklich in den Film hineinversetzen. Ich habe diesen Figuren eigentlich noch gerne zugeschaut, aber so ein bisschen hineinversetzen ist mir mega, mega schwer gefallen. Die Motive der Figuren sind meiner Meinung nach nicht sehr klar kommuniziert worden. Also der Plot ist so ein bisschen verworren und irgendwie völlig unklar meiner Meinung nach. Vielleicht habe ich auch etwas verpasst, aber das wäre mein Fehler. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die Story hat nicht so viel zu bieten gehabt und ist nicht so gut gewesen, wie sie gemeint hat in dem Sinn. Und ich habe mir persönlich einen spannenderen Film erhofft, aber es ist halt wirklich einfach viel, viel mehr ein Drama als ein Thriller, und das habe ich schade gefunden, weil ich habe gedacht, dass man mit so einem Material viel einen spannenderen Film hätte machen können. Ich habe Hell or High Water wirklich eigentlich gut mögen, und je mehr, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, desto mehr habe ich ihn mögen, desto besser habe ich ihn gefunden, weil er ist toll gespielt, er tönt gut, die Atmosphäre stimmt, er sieht super aus und er behandelt ein paar interessante Themen, und auch wie er mit der Gewalt umgeht, finde ich extrem spannend. Aber irgendwie habe ich nicht so wirklich in den Film reingefunden. Ich habe immer so auf den Moment gewartet, so auf den Höhepunkt, so jetzt klopft's und jetzt passiert. Der kommt auch, aber meiner Meinung nach hat der zu wenig
Einschlagskraft gehabt, der ist zu wenig wuchtig gewesen, der ist mit zu wenig Kraft gekommen. Und das habe ich schade gefunden und ich habe mir auch einen spannenderen Film erhofft und weniger einen, der immer mehr ins Drama abdriftet. Und darum finde ich, ist Hell or High Water eher ein schwieriger Film in dem Sinn, weil er ist sehr langsam, er ist sehr ruhig, er ist kaum Action, es ist eigentlich nicht ein Thriller, es ist einfach ein Drama und mit dem muss man können umgehen, wenn man den Film möchte schauen. Ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht bin von Hell or High Water, weil ich habe eigentlich nicht viel erwartet, aber ich habe etwas anderes erwartet. Und ich werde mir den Film wahrscheinlich nochmal anschauen, zum herauszufinden, ob er mir wirklich gefällt, weil jetzt, je mehr dass ich mir Gedanken mache, desto interessanter finde ich eigentlich. Und ich muss ihn mir in aller Ruhe nochmal geben. Und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.